Weit draussen im Meer lebt ein Fisch. Aber kein gewöhnlicher Fisch. Nein, es ist der allerschönste Fisch im ganzen Ozean. Sein Schuppenkleid, das schillert in allen Regenbogenfarben. Hallo miteinander, ich bin Nadine und heute möchte ich euch ein bisschen erzählen, auf was ich schaue, wenn ich einem Kind eine Geschichte erzähle. Wie ihr jetzt gerade gehört habt, habe ich die Geschichte auf Schweizerdeutsch erzählt. Das ist nicht nur so, weil ich einen schweizerdeutschen YouTube-Kanal habe. Nein, es ist vor allem so, weil ich finde, eine Geschichte sollte in der Muttersprache erzählt werden, weil das die Sprache ist, die man am besten schwätzen kann. Und mit dieser Sprache kann man am besten die Emotionen überbringen. Oder man kann am besten irgendwie etwas erklären aus der Geschichte. Darum finde ich es mega wichtig, dass man Geschichten in der Muttersprache erzählt. Ja, auch finde ich es wichtig, dass man aufs Tempo achtet, dass man die Geschichte nicht schnell erzählt, dass man sich Zeit lässt beim Geschichte erzählen. Weil so haben die Kinder auch Zeit, um ihre Fantasie freien Lauf zu lassen, um sich Gedanken zu machen über die Geschichte, um sich einfühlen in die Geschichte. Ja, aber da haben wir noch einen zweiten Punkt, die Aufmerksamkeit. Es gibt so eine Aufmerksamkeitsformel, das heisst das Alter mal 2 und dann noch plus 2 Minuten. So lange kann sich ein Kind konzentrieren oder am Stück aufmerksam sein. Also das heisst, ein 3-jähriges Kind, das Alter mal 2, das sind 6 Minuten, plus 2 Minuten, das sind 8 Minuten, wo sich ein 3-jähriges Kind am Stück konzentrieren kann. Das heisst aber nicht, dass man nur 8 Minuten lang eine Geschichte erzählen kann. Es heisst aber, dass es nach 8 Minuten einen Unterbruch braucht. Also das heisst, nicht mehr zulassen bei der Geschichte, sondern etwas Neues. Man könnte zum Beispiel in dieser Zeit auch ein Lied zum Thema singen. Und dann kann man nachher die Geschichte fortfahren und dann kann sich das Kind wieder von neu konzentrieren. Ja, mit den Stimmspielen, das finde ich einen mega wichtigen Punkt beim Geschichten-Erzählen. Spannung in die Stimme bringen. So ist es für die Kinder interessant. Oder auch den verschiedenen Charakteren verschiedene Stimmen geben, je nachdem wie die Persönlichkeit ist, vielleicht eine tiefe Stimme oder eine gipsige, ängstliche Stimme, eine lustige Stimme. Da kann man mega fantasievoll sein und das macht es für die Kinder auch mega spannend zum Zuhören. Ja, dazu kommt auch noch, man soll mit Mimik und Gestik erzählen, man soll mit Mimik und Gestik arbeiten. Das finden die Kinder mega cool und fühlen dann auch voll mit und sehen dann auch die Emotionen der Charaktere im Buch, sehen es an Erzähler an. Wie fühlt sich jetzt der Fisch? Ist denn der jetzt traurig, dass er seine Glitzerschuppen verteilen soll? Oder wie ist denn das? Und die Kinder können Emotionen noch nicht so gut verstehen durch das einfaches Erzählen, sondern sie müssen es auch sehen. Und darum ist es mega wichtig, dass man das beim Erzählen den Kindern auch klar zeigen kann. Ja, dann habe ich hier noch so eine Eule, passt jetzt gerade nicht so zum Regenbogenfisch, aber ich finde es auch einmal mega cool, wenn man so mit einer Handpuppe «Hoi miteinander, ich bin die Eule Hugo!» Nein, mit einer Handpuppe eine Geschichte erzählen kann, weil das holt die Kinder noch mal ein bisschen in die Geschichtli-Runde rein. Da sind sie noch mal mega hibbelig und mega freudig, dass da eine Eule kommt, eine Geschichte erzählen. Das finden sie auch mega les. Ja, und dann
finde ich es auch mega wichtig, da sieht man ja auch bei den Kindern, alle sagen immer, ich sehe es nicht, ich sehe es nicht, dass man wirklich schaut, dass die Kinder auch die Bilder anschauen können, weil da mit diesen Bildern als Unterstützung können sie ihre Fantasie laufen lassen. Also finde ich es wichtig, dass man die Geschichte eben so erzählen. Man kann ja da auch ein bisschen so lesen, aber so, dass man es einem Kind zeigt oder auch das Kind auf den Schoß hat, wenn man es so lässt. Aber nicht einfach, dass man es so eigentlich für sich lässt und das Kind gegenüber hockt, weil ja, das ist für das Kind dann einfach nicht so interessant. Und ja, es wird in der Fantasie nicht so unterstützt. Genau. Ja, und was ich auch noch mega cool finde, wenn man nicht einfach Geschichte erzählt, also auch wenn man es so eben mega cool erzählt, dass man es nicht einfach nur erzählt und dann ist es fertig mit der Geschichte. Logisch kann es dann mal sein, aber ich finde es auch noch cool, wenn man ab und zu vielleicht noch irgendwie die Vertiefung macht, noch eine Aktivität zu der Geschichte eigentlich. Jetzt zum Beispiel beim Regenbogenfisch kann man ja dann mit dem Kind noch einen Fisch zeichnen und mit Glitzer noch ein bisschen verzieren und so. Da macht es für die Kinder einfach auch noch ein bisschen, ja, es vertieft die Geschichte noch ein bisschen. Es erinnert sich dann wieder daran, was der Regenbogenfisch gemacht hat und so. Und es ist einfach auch gut für die Entwicklung für die Kinder, dass sie sich da eben ein bisschen im Kognitiven auch entwickeln können. Oder auch, wenn man eine Waldgeschichte erzählt, dann kann man vielleicht einfach am Nachmittag noch ein bisschen im Wald gehen, einen Waldspaziergang machen oder so. Einfach passend zu der Geschichte raus geht man ja sowieso. Ja, also ich wünsche euch mega viel Spass beim Geschichtenerzählen bei euren Kindern und mega viel Freude. Ja, machen's gut. Tschüss miteinander.